Shame on you, Thomas Bach! Stop the genocide in Uzbekistan! Stop the killing in Ostturkestan! No more bloody games! The genocide in Uzbekistan! Stop the genocide in Ostturkestan! The genocide in Uzbekistan! The genocide in Ostturkestan! No more bloody games! No more bloody games! Und die Kommunistische Partei und das IOC, die lassen die Korken knallen. Und wir wissen, was in demselben Moment, in dem Sportler jetzt gerade um Medaillen kämpfen, werden auch gegen lokale oder internationale Gesetze verstoßen haben. Die Spiele 2008 nicht zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage beigetragen haben. Die haben zu einer Verschlechterung der Menschenrechtslage beigetragen. Seitdem hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Und trotzdem, 2015, sagt Thomas Bach, die gerne ihre Kultur und ihre Sprache am Leben halten möchten. Hongkonger und Hongkongerinnen, die für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen sind, haben. Wir wissen es nicht, denn Tibet ist abgeschlossen. Die deutsche Bundesregierung hätte sich ganz klar positionieren müssen. Länder wie die USA, England, Japan, gestern noch Indien haben sich klar positioniert und gesagt, wir boykottieren die Olympischen Spiele aufgrund der Menschenrechtslage. Und genau das hätte Deutschland auch tun müssen, um ein starkes Zeichen in die Welt zu senden, dass wir für unsere demokratischen Werte, dass wir zu unseren demokratischen Werten stehen und für Menschenrechte. Lernen nur noch die chinesische Sprache statt die tibetische Sprache, statt die uigurische Sprache, die Sprache ihrer. Stehen wir heute hier, um wie gestern auch weltweit zu protestieren dafür, dass diese Spiele nicht einfach mit dem Schweigen der Regierung geben wir der kommunistischen Partei im Endeffekt jetzt nur eine stille Bestätigung für ihr brutales Regime. Noch finden diese Spiele einfach zu statt und Herr Bach sagt, dass Sport und Politik getrennt werden müssen. Kann man mich hören? Solange die Situation in Tibet so ist, dass Menschen, wenn sie friedlich demonstriert, gefoltert und verhaftet werden und in Ostturkestan Menschen in Lagern verschwinden, nur weil sie ihre Religion ausüben möchten, solange können Spiele nicht friedlich in Peking stattfinden. Also du hättest hier ein bisschen wie in China vor der Olympiade. Wir versuchen hier eine fröhliche Musik um zu überdecken, die Realität, dass dieser Handel, dieses Vertrauen und dieser Austausch... Der olympische Gedanke und die olympischen Werte werden da überhaupt nicht mehr gelebt. Und das ist auch genau der Grund, warum wir hier stehen und protestieren und versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Argument Sport und Politik sollte getrennt werden bei Olympia schon lange nicht mehr der Fall ist und auch schon lange nicht mehr vom IOC gelebt wird. Zweifel, dass sie Kritik jeglicher Art unter den Teppich zu kehren versuchen. Die Menschen in den Lagern werden